alle. Ik ben froh dat we hier vandaag kunnen waar opkomen en dat we kunnen Weihnachtstijd hebben. En dat we een stuk kunnen van ons houden van dat wat Weihnachten bedient. Dat is hoe ik nu uitzien en dat is wat ik mag wensen, dat we alle worden leren, wo schijn dat is. En dat Weihnachten is meer als maar bloos Geschenke geven. En we moeten daran denken, dat is een geschenk wat we hebben, wo Gott ons aannemen deed en wo we nog worden een beetje meer van reden van dat alle. En nu wil ik ons bloos een beetje denken helpen over dat, wo dat werkelijk is en wat Gott voor ons gedaan heeft. En dat we kunnen wiederkomen en dat we worden kunnen zijn wat dat braucht, om een gouden geestelijk leven führen. Eerste plaats, wanneer ik denk aan de Weihnachten en wo hij dat erschaffen heeft, dan moet ik daaraan denken, dan moeten we in de wereld aan geboren worden. En waar we dort staan, daar zijn we mensen, en mensen zijn en zijn geboren. Dat is waar we in Jezus kwamen, om de mensen te redden van ihre zinden, waar zij binnen zijn. En nu dat we hier binnen zijn en we zijn opgewassen, nu moeten we een entscheiding maken, wat we willen doen met dit nieuwe leven, wat we door Jezus Christus hebben kunnen. En dat meint, dan moeten we dat anerkennen als zinder. Dat we verlorene zinder zijn. En dan moeten we bekennen voor onze zinden. En we moeten om vergeving vragen. En dat meint, dat zijn we niet geboren. En waar we niet geboren zijn, dan zegt de Bibel ons dat op een deel steden, nu zijn we Kinder Gottes geworden. Dus Gott heeft ons aangenomen als zijn Kinder. En dat is waar ik wel van reden. Niet maar bloos dat, maar du hast een eeuwig leven. Aber nu is het een Zwischenzeit. Vandaan, wanneer we geboren worden en deze wereld komen, dat is een Zwischenzeit. Wo we moeten Entscheidungen maken, wat we willen. En we wassen op. En onze Eltern, die hebben ons geleerd. En die hebben ons geproefd, den rechten weg te wijzen. En we achten en we deden dat houden. En zij deden dat houden, dat zij ons leefwezen deden en willen gaan, dat we zullen wiederkomen. En wanneer ik aan denk, aan Petrus zegt es dit, dat nieuwe leven, dat je nu hebben, heb je niet van je ouderen gekregen. Dat leven, dat je kunt geven, dat vergeet. Dit nieuwe leven wordt eeuwig blijven, weil dat kamp van Christus, durch Gott zijn eeuwig leven het wordt. En wanneer ik dat te bedenken, dat wordt Petrus ons schrijven deed van dat, dan hebben we zo'n wunderschöne Geschenk gekregen. En we zijn in de leven Gottes, wo groot hij is. En daar mocht ik ons alle toe spreken, dat we kunnen wiedergaan door banden en dat uitleven. En wanneer ik red van niet geboren worden, dat is dan zoals Jezus in Johannes 3 zei dat te Nicodemus. Hij zei dat is niet anders dat we kunnen om Himmel komen als dat de mens niet geboren wordt. En wanneer ik aan dat denk, dat is van de dag nog ganz krachtig zo. Dat we moeten niet geboren worden en we moeten een ander leven aanvieren. En wanneer ik aan dat geschenk denk, dat is het beste Weihnachtsgeschenk wat we ons kunnen vragen en kunnen hebben. Eerstlich, dat we hier al kunnen zo geëerd worden als we Gott zijn Kinder zijn. En dan, wanneer we daar durch zijn en waar hij allemaal met ons gaat en ons allebei helpen deed, dan in de eeuwigheid aan te komen. Dat is wunderschön. En wanneer ik denk aan dat, wat ik al zei, we eens niet geboren worden. En Johannes zegt dus dit in 1. Johannes 1, vers 9. Dat zegt, wanneer we onze zinden bekennen, dan is hij trouw en gerecht en vergeeft ons en onze zinden en reinigt ons van onze ongerechtigheid. Dat heeft Gott alle. Dat is een leven wat hij door Jezus Christus voor ons doen deed.
nie geboren zijn, dat meint geestlich. Dann ans Körper bleibt es wie sind, aber geistlich. Wir müssen geistlich nie geboren worden und dann müssen wir eine Entscheidung machen, was wir mit uns Leben tun wollen und wo wir das tun wollen. Und dann sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 3, sagt, dass seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir zum selig worden in ein fremdes Leben brücken, dadurch, dass wir den Tannen leden, der uns so viel Gute zukommen lässt, dass uns zu seiner Herrlichkeit berufen lässt. Was ist noch besser, als dass wir nicht all mit dort im Sein können wiedergehen, dass wir sind berufen zu Gott seine Herrlichkeit in Herrlichkeit. Und dann, glaube ich, da sollen wir uns auch dafür holen. Da sollen wir das anerkennen und annehmen, dass das ist, was Gott für uns haben will. Und das mit uns tun will. Und nu will ich ans Mutter sprechen, was ich all sehe. Das ist nicht bloß, dass wir das haben. Nu müssen wir als Gottes Kinder ein Verlangen haben, dein Leben zu anderen Menschen zu wiesen. Und dass wir können, dass die können sein, wie uns ist was anderes geworden. Du hast was sie auch möchten haben. Und Gott will haben, dass alle Menschen sollen können, selig werden, weil das was er im Sinn hat. Und wenn ich an die Gotteskraft denke, ich glaube, wir haben nichts zu tun, wo wir das wollen merken. Wir müssen bloß Glauben haben und vertrauen, dass wir wiedergehen. Und wenn ich wieder denke an all das, und dann, wo Petrus sagt, dass in 1. Petrus 5, Vers 10, dann sagt es, und wann je hier erst ein Stückchen gelesen haben, wird der gnadenvolle Gott gönnt an Christus Jesus zu seine ewige Herrlichkeit berauben. Und der gönnt an seine Herrlichkeit berauben hat, in gönnt selbst abrichten und wahre herstellen wird. Wenn wir dort denken, was Gott im Sinn hat zu tun, und dann denke ich an, was wir in Apostelgeschichte lesen tun, wenn das da sein, dass wir im 2. Kapitel in der 12. Vers, dann sagt, dass wir ohne Gott in der Welt. Aber wenn ich die wahre Geburt durchgehen, dann ist das so. Dann sind wir ohne Gott in dieser Welt. Und wir haben keinen Anteil an dort. Und es dort nicht scheint, dass Gott das so hat, teuerheit für uns, oder reitgemerkt für uns, dass wir können wirklich nur Gottes Kinder sein. Dort ist für mich die größte Freude. Nun will ich ein klein bisschen übergehen und checken nur den Hebräerbrief, was das zu uns zu sagen hat, von als Gottes Kinder zu leben. Du hast ein Teil mehr Bern, als was ich hier von dir Zeit nehmen, um das hier reden. Aber der Hebräerbrief ist ein sehr feiner Brief. Und da ist nur Menschen geschrieben, die sich da wollen an Regeln holen, als wirklich an der Go, was Gott uns gegeben hat. Und im 12. Kapitel, und da redet von dort. Und die Menschen, die, ich glaube, der kriegt es von der Tag, die Menschen, die Hebräer Menschen dort wie das Judenvolk, und die denen dort checken, wo ihre Regeln und die Gesetze wären, und wie dort wollen sie viel Dollar bei sich holen, als dort nie leben, was sie durch Jesus haben können. Und das sagt hier in Hebräer Kapitel 12, Vers 4, was durch all wollt lesen. Dort ist beginnt noch nicht. Dort ist beginnt ein Günstreben, je in der sind noch nicht aber bloß darauf angekommen. Nu
habt je dort Wort in all vergeten, dort jünt mat moutmerkt en oprecht in seine Kinder. Mijn Sehen, neem dort nicht leicht, wann der Herr die belehrt, und versau nicht, wann du von am gestruft wirst. Wem der Herr Gott ist, den tragt hij tracht, en bruch schlee bei jedem den Sehen, den hij abnimmt. Wenn ich dort checken, was hij hier sagt, ich glaube, das ist sehr schön, da sollen wir uns freuen, wenn wir auch nach Matten durch schwere Tiden gehen. Dann sagt er wieder, nehmt dort an als Belehrung. Gott behandelt ihn so als Sehens, wo es da ein Sehen, den der Vater nicht struft und tracht halbt. Wenn Gott ihn nicht tracht halten wird, so als er das bei all dann sind die büttergewöhnliche Kinder und nicht Sehens. Wenn unsere menschliche Väter uns belehrt und bestruft haben und wir haben an doch geacht, wieviel mehr soll wir uns dann den himmlischen Vater unterordnen und leben? Unsere Väter haben uns hier mal ein Stückchen eine kurze Zeit belehrt, so als sie dort für Gott hielten. Gott aber hat uns belehrt, zu uns allerbastet, dass wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Bestruft worden ist für uns, gerade dann, wenn dort passiert, nicht eine Freude, aber Trühe. Nur Herr aber bringt dort für uns die sich dadurch Golden geäuft haben, eine scheine Arend und Friede und Herrlichkeit. Das ist, was das tut, weil wir hier leben dann in Gott seine Wehen, wo er dort gerechnet hat, mit uns zu tun. Dann haben wir eine wunderschöne Zeit und wir waren nachher mit am sein. Und ich verstehe nicht, wo er dort meint, wenn er sagt, er wird uns stahlen und wird uns abrechten. Aber ich nehme dort an, dort ist, wo wir wollen im Himmel kommen und wollen wir am sein. Und nur dort, wo wir gelebt haben, die Bibel lehrt uns das sehr klar, dann, wo wir nur unsere Worte, nur die, wo wir Gaben kriegen, und dann, wo wir belohnt werden. Aber dass wir jährlich leben können, dort ist eine freie Gabe, dort ist Gott seine Gnade und seine Liebe für uns. Und wenn ich mich verstellen, die Liebe, was Gott hat, und ich tue mich dort verstellen. Als Jesus in diese Welt kam, und er wird hier geboren, und dann muss er abwachsen, kriegt es wie Menschen. Und dann eine gewisse Zeit, dann mit einmal da wieder die Zeit gekommen, dass Jesus soll sein Leben geben für unsere Sünden, was wir begonnen haben. Und dass die würden wahrgenommen werden. Und ich stelle mir dann vor, wenn Jesus da im Garten auf Knies lag und bet. Ich nehme immer an, dann dass er für mich beten, auch für ihn alle. Und doch, dann frug er Gott, sagte, ist das möglich? Ist das kein anderer Weg? Und wenn ich mich dort verstellen und wenn wir mal checken, er sagt, ich und der Vater sind eins. Und nun kam hier eine Zeit, wo Gott sich das tut. Er dreht seine Regen an auf Jesus. Und ich glaube nicht, dass Gott das mit Freude tut. Ich glaube, er hat eine große Treue dadurch. Und er tut das, weil er uns so sehr leben tut. Dann dreht er sich ein kleines Stückchen nur seinen Sehen, den Regenhahn, weil
Dat muss einmal bloß einfach so passieren, dass wir können gerat worden. Und wenn ich an dort alle denken, und dann denke ich da an, haben wir uns dort wirklich einmal durchgedacht, was das für ein Geschenk ist, was Jesus uns gegeben hat? Na, nicht mal bloß dort, nur dass wir weiten, wir sind vergeben, wir sind Gott seine Kinder. Aber ich stelle mir vor, wenn ich in der Offenbarung lesen da stelle ich mir vor, wo scheint dort ist, und wo scheint dort was sein, weil wir hier sind treu gewesen, und so wir hier lesen, und weil wir hier auch noch ein Stückchen machen, durch Trübel gehen. Haben wir dort mit Frieden tun, und uns dazu freuen, dass Gott uns dort berufen hat. Und ich glaube ganz überzeugt, dass wenn Gott dort zulässt, kriegt es nur in dieser Zeit, dass wir diese Kirche nicht kennen, voll Menschen haben, so wie das auch will haben. Und wir können tüß nicht so sein, dass alle werden. Wir müssen uns Support holen. Du hast so viele Dinge, aber das ist noch nicht auf das Blutdruck angekommen bei uns. Wir müssen ein Teil Ändernissen merken. Aber Gott lässt es zukommen, zum unseren Glauben proben und zu sein, wo steht der Glauben? Wo fast ist er ab Gott? Dort ist, glaube ich, wird Gott mit das alles will tun. Und ich sehe mir endlich ganz sicher, dort ist, was er zum uns lehren. Und nicht nur bloß dort, aber auch zum uns stärken. Dass uns Glauben stärker ist. Und ich wundere, dass wir verstehen, was Glauben überhaupt meint. Glauben ist ein Ding, das ist ganz sicher. Das ist nicht schon zu zweifeln. Und dann müssen wir Gott auch bekennen. Und wir müssen dort vertrauen, was Gott sagt. Wenn wir dort tun, dann haben wir Glauben. Und dann ist mir dort deutlich, dass wir im Glauben wachsen können. Und das ist, was Gott für uns getan hat. Und nun will ich uns Mutter sprechen, immer weiter, weil wir, nun willst wir hier leben, weil wir für Gott hoffen, als Gott seine Kinder, weil wir dort tun, was die Bibel uns lehren hat. Und dass wir dadurch wollen wiederkommen und wollen ein schönes Leben haben. Und dann, so wir in Matthäus im 24. Kapitel lesen, dann in Vers 40, dann sagt er, das ist das. Dann wird der König zu uns sagen, ich sei jünd die Wahrheit, was die für den geringsten von meinen Brüdern getan haben, dort habe ich mir getan. Hier sind Menschen, verschiedene Menschen, und dann glaube ich, dann müssen wir uns das immer so feststellen, wenn ich irgendeinem gehe und halb dem Bett ut, oder er sagt, even wenn ich denen ein Glas Wasser geben will, dann muss ich mir das immer so feststellen, das ist Jesus, was hier steht. Und den gebe ich Jesus ein Ding mit Wasser zum Trinken. Weil wir dort wirklich sein würden, dass das Jesus wäre, wo würden wir dann? Da würden wir wählen. Ich glaube, da würden wir alles wählen online, was wir können, um das Beste zu tun. Aber er sagt hier in diesem Vers, was wir für den ärmsten Mensch, was wir vielleicht recht nicht achten würden, was die für den tun, dort habe ich mir tun. Aber nu wollen wir ein klein bisschen wieder kicken aus dort. Das ist nicht mal bloß das Gute. Weil wir schlecht über den reden tun, weil wir den schlecht behandeln tun. Wem haben wir das getan? Das habe Jesus getan. Das ist die Bibel, das sagt. Und mit dort will ich schließen und uns Mutter sprechen, dass wir wollen wiedergehen. Und ich will Schluss machen mit Gebeten, dann wo wir hier abhören. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die große Liebe und für das, was du für uns getan hast. Und ich preise dich dafür, weil das ist bittergewöhnlich und das ist nicht auszusprechen, wo schein und wo groß dein Leben ist, was du für uns bewiesen hast durch Jesus Christus. Nu frage ich, Herr, um Kraft und dass wir ermutigt werden, jeder Tag, dass wir versuchen, dein Leben auszuleben und andere Menschen dort zu wiesen, dass du uns Herr bist und dass du an uns leben lässt.
En nu dank ik ook voor dit jaar wat we durchgegaan zijn. En ik dank ook voor wieder, wo u ons was wieder durchhelpen. En ik doe dat alle in de namen van onze leven Herrn en Heiland Jezus Christus. Dit bid ik in die naam, Herr Jezus. Amen.